Ja, herzlich willkommen, ich bin der Dani Vega und ich begrüße euch hier auf Glitch City, habe ich gerade gedacht. Äh, Ich begrüße euch hier auf Altis Live, auf Altis. Das ist nicht ein Mod, sondern eine Kampagne, eine Mission von Arma 3. Also es hat gewisse Ähnlichkeiten natürlich mit Daisy, oh, das ist ein Typ. Es hat gewisse Ähnlichkeiten natürlich mit Daisy, weil es von der gleichen Macher ist. Altis Live ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen wie GTA Online, soweit ich weiß. Ich habe selber GTA Online nicht gespielt, aber von dem, was ich gehört habe, zumindest ist das der Fall. Ähm, Man startet als Einwohner, man hat eigentlich nichts speziell zur Verfügung, nicht irgendwelche Ausrüstung oder so. Man muss sich zum Beispiel am Anfang mit Äpfel sammeln oder Pfirsich sammeln, ein bisschen Geld verdienen. Man kommt alle 10 Minuten zwar Geld über, auf dem Server ist das so. Aber damit es schneller geht, kann man irgendwelche Rohstoffe oder Ressourcen sammeln und damit Geld verdienen. Wenn man ein bisschen Geld hat, kann man sich zum Beispiel Rucksack posten, Driving License und dann weiter auch zum Beispiel eine Waffenlizenz, wenn ich jetzt zum Beispiel habe. Da kann man sich verschiedene Sachen posten, zum Beispiel eben auch ein Pickaxe, den ich jetzt posten, um andere Rohstoffe abzubauen wie bei Item. Ein bisschen etwas zu trinken noch und so etwas zu essen. Fuel Can? Nein, passt. Gut. Also da wäre ich mal grob ausgerüstet. Dann kann man, ich zeige euch schnell so eine Karte, ich gehe in das Häuschen rein, damit man mich nicht gerade sieht. So. Jetzt zeige ich euch schnell die Karte. Also das ist Altis. Ja, das ist Altis, man sieht vor lauter Points of Interest die Karte fast nicht, aber grundsätzlich ist es so, also ich befinde mich jetzt hier oben in Sofia, ein kleines Städtchen, und habe mit dem Kollegen gestern Salz gesammelt, hier in der Salzmine, habe es wo ist sie, zur Salzverarbeitung gebracht, um es zu raffinieren. Dann von der Salzverarbeitung fährt man nachher runter zum Salzhandel, um es dann zu verkaufen. Und dann kommt man nachher entsprechend mehr Geld über, als zum Beispiel eben, wenn man Äpfel verkauft. Mit dem Geld kann man eben zum Beispiel Autos posten. Ich habe mit 2 Pickups gepostet. Ich hatte also eigentlich nur einen wählen, aber ich habe mal versehentlich einen gepostet und nach einem Restart verloren. Zumindest, beziehungsweise gemeint, ich habe ihn verloren, dann eben doch nicht. Darum habe ich jetzt 2. Und in dem Pickup haben wir eben Salz gelagert, dann den Pickup abgeleitet oder abgespeichert in der Garage wegen einem Neustart. Und... Oh. What the fuck? Hat jemand auf den Polizist geschossen? Ja, hey, hallo, es kann doch mal etwas passieren, hey, das ist mir nicht verstanden, sei doof, das ist überhaupt. Genau, und jetzt weiß ich aber nicht, ob mein Salz verloren ist. Und das zweite, was jetzt eben ist auf Altis, ist, man kann abgesehen vom Einwohner natürlich auch ein Polizist sein. Oder ein Krimineller, aber Krimineller kann man einfach automatisch werden. Aber Polizisten braucht man einen Einführungskurs. Man hat so gewisse Privilegien, eben zum Beispiel kann man Leute durchsuchen. Man kann sie abführen und ins Gefängnis stecken. Man kann Autos, die einfach so rumstehen, von der Straße nehmen und dann muss der sie abgeleitet hat, muss sie nachher in der Garage wieder suchen gegen eine Gebühr und so. Und was brauche ich jetzt noch? Ein Repair-Kit für den Fall, dass mein Auto abbleibt auf der Strecke, weil das kann auch schnell passieren. Aber ja, ich bin bei der Polizei gewesen, genau. Oh, jetzt bin ich rundherum gelaufen. Bei der Polizei, die Polizei ist eigentlich wirklich die Freunde und Helfer und das sind auch in der Regel Leute, die nicht korrupt sind und willkürlich irgendwelche Leute umbringen, sondern man kann grundsätzlich eigentlich auf die Leute vertrauen und das ist noch recht cool zu wissen. Jetzt muss ich schon schauen, was auch nicht... Ah, ich habe sogar noch Toolkits, nice. Das doofe Cap brauche ich nicht. GPS habe ich auch noch. Also mein Grundinventar, das was wir hier mit Z aufrufen kann, das ist noch da, inklusive mein Geld und meine Lizenzen. Aber Zeug wie eben Pickaxe und vor allem alles Salz, das ich im Rucksack hatte, das ist irgendwie verschwunden. Das ist echt doof. Genau. Aber die Möglichkeit eben, wenn man zum Beispiel überfallen wird oder irgendwie überfahren wird, dumm
also irgendeine Dümme oder so von jemandem. Dann kann man zum Beispiel, oder zum Beispiel, wenn man sieht, da sind Banditen am Auflauern, dann kann man mit dem Cellphone nehmen und der Polizei eine Message schicken. Und ich meine, die Polizei lässt natürlich nicht auf jeden einzelnen Spruch, weil es gibt sicher auch Trolls, die die Polizei verarschen. Aber in der Regel, wenn wir vielleicht ein, zwei Leute sind und die zwei, drei Leute sind und die melden die gleiche Meldung, dann wird die Polizei sicher mal schauen, was los ist und dann vielleicht sogar eingreifen. So, und was ich jetzt mache, ich werde ein bisschen Salz posten. Ich hoffe, dass das meine... Ja, super. Ja, Autos sind rum. Jetzt muss ich schnell schauen, welches es ist. Das Gelbe, das sollte, wenn ich Glück habe... Unlock. Truck Inventory. Okay, nix. Shit. Gut, habe ich wieder etwas gelernt. Also, wenn man vor dem Restart etwas im Truck inne hat oder im Rucksack inne hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man es verliert. Damit. Das ist ein bisschen doof. Das heisst, ich gehe jetzt mal zur Salzmine, ich gehe Salz abbauen. Und... Wo ist die? Dort ist sie. Vielleicht habt ihr gesehen, ich habe auf der Karte einen Waypoint gesetzt. Sehr hilfreich, vor allem weil eben die Map relativ gross ist. Das kann man, indem man die Map aufruft und dann Shift drauf bleibt und dann anklickt. Das ist ein Waypoint. Ich weiss jetzt natürlich ungefähr schon, wo ich muss durchfahren muss, aber es ist ja gleich immer hilfreich, wenn man so einen Marker hat in der Distanz. Zum zeigen, wo man muss hin. Okay. Das ganze Umfahren wird wahrscheinlich nicht so spannend sein. Ich lasse jetzt gleich mal schnell ein bisschen laufen, um zu zeigen, wie geil das Arma 3 aussieht. Das ist nicht spezifisch, um mal schauen, muss ich das GPS neu stellen. Ich hätte schon zu weit. Nee. Genau, wie geil das Arma 3 eigentlich aussieht. Also mir gefällt es so nicht gut. Und ich bin gespannt, wo wir... doch, ich bin ein bisschen zu weit gefahren. Also ich bin echt gespannt, was man sonst noch alles damit anstellen kann. Also, es sieht verdammt vielversprechend aus, dann auch für Mods wie... Ich meine, es gibt zwar Daisy Standalone und so weiter, aber wenn ihr vielleicht gehört habt, hat ja der ich weiß nicht, ob er der CEO oder ob er einfach der Chefentwickler war, der Dean Rocket Hall, hat ja Bohemia verlassen, hat sucht eine neue Herausforderung, keine Ahnung genau, wie genau es, also was der Wortlaut war. Auf jeden Fall ja, weiss man jetzt nicht, was mit Daisy Standalone passiert. Sie wird zwar weitergezogen, aber ob sie dann wirklich mal so wird, wie sie sollte sein, kann man halt nicht sagen. Und dann vielleicht gibt es dann einfach mal einen Daisy-Mod, einen ausgeklügelten Daisy-Mod für Arma 3, das wäre noch recht geil. Es gibt zwar bereits schon einen, der einfach alle Files überträgt und ins Arma 3 überträgt, aber der ist eben für das, dass er einfach so 1:1 übertragen wurde, ist er nicht allzu speziell und auch nicht wirklich spielbar. Vielleicht hat sich das mittlerweile ja gebessert, aber ich habe es nicht ausprobiert. In jedem Fall, Arma 3 macht recht Spaß und Altis Live jetzt sowieso. Ui, ich bin ein bisschen schnell unterwegs. So, genau. Gut, dann sind wir hier bei der Salzmine. Jetzt das Abbauen, also die Animationen sind nicht wahnsinnig besonders. Das wäre vielleicht dann noch etwas, was wir beim Mod, also wo wir dann, wenn wir Altis zu einem Mod machen, ein bisschen verbessern. Also es ist jetzt recht umständlich, hier Salz abzubauen, aber ja, whatever, kann ich halt nicht machen. Jetzt nehmen wir hier meine Pickaxe, Use, und das wäre es eigentlich. Jetzt muss ich hier warten, bis ich eine Message bekomme, dass ich Salz abgebaut habe. 4 Salz. Ich gehe jetzt mal ein bisschen näher zu meinem Pickup, damit ich das ein bisschen schneller machen kann. Pickaxe, Use. Also, dann haben wir mal hier 17 Salz, wenn ich jetzt schnell hier in mein Pickup. Deposit natürlich 17. Store. Das heisst, ich kann jetzt nochmal weiterhin ein bisschen Salz abbauen. Pickaxe, Use.
dann, ja, tun wir ein bisschen Salz aufpicken. So. Okay, vielleicht noch ein paar Worte zum Server. Also das ist ein Schweizer Server und soweit ich weiß im Moment der einzige Altis Live-Server, der auf Deutsch ist. Also zum grössten Teil natürlich. Ich habe natürlich das englische Arma 3, darum sind einige Meldungen auch noch auf Englisch. Aber grundsätzlich ist alles, was in-game passiert, auf Deutsch übersetzt worden, was der Serverbetreiber selber von Hand hat müssen machen. Das ist recht cool eigentlich. Ich meine, ich brauche es nicht unbedingt, dass in-game Sachen auf Deutsch sind, aber ich finde es cool, dass er sich die Mühe gemacht hat, alles auf Deutsch zu übersetzen. Der Server ist, soweit ich jetzt... Ah, mein Inventar ist voll. Okay, gut. Das heisst, ich kann jetzt mal abfahren und zur Verarbeitung aufziehen. Zack. Gut. Auto abschliessen. Das ist übrigens ein sehr guter Tipp, den ich euch noch gebe. Wenn ihr rumfahrt... Oh, ich bin verkehrt. Wenn ihr auf Altis rumfahrt, bzw. auch parkiert, immer das Auto abschliessen. Auch beim Umfahren, weil dann irgendwie niemand könnte zusteigen, wo nicht sollte. Wenn man das Auto dann einfach so stehen und nicht abschließt, dann kann es irgendjemand klauen. Und ja, das will man ja eigentlich nicht. Genau. So, ich schlage jetzt mal vor, ich switche jetzt ein bisschen vor, damit ich euch zeigen kann, wie das Ganze mit dem Salzprocessing funktioniert. Oder für den Fall, dass irgendwie etwas Spannendes passiert, was man euch könnte zeigen könnte, dann komme ich wieder zurück zu euch. Bis gleich. The fuck, ist das ein riesen Ding gewesen? Wollen wir hinten nachher? Gut, die Polizei wird mich anhalten, das heisst, ich mache es lieber. Oh! Das sieht nicht so schön aus. Ich hoffe mal, es ist jetzt nur ein Glitch. Hallo! Euer Auto glitscht ein bisschen rum. Ist das normal? Hallo Officers. Hallo. Guten Tag, allgemeine Verkehrskontrolle. Haben Sie was dagegen, wenn wir Sie einmal durchsuchen? Nee, kein Problem, nur zu. Muss ich Ihnen einmal kurz die Handschellen anlegen? Klar. Darf ich auch einmal Ihren Fahrzeug kontrollieren? Ja klar, nur zu. Ich habe noch ein bisschen Salz drin. Also jetzt ist natürlich das Problem, wenn man jetzt irgendwelche Drogen oder sonstiges Diebesgut bei sich hat, wäre es natürlich nicht gut, dann wird man natürlich auch gefangen genommen. Und jetzt macht es eigentlich genau richtig, also der eine Polizist ist mich am Okay. Abchecken. Alles sauber. Super, weiterfahren. dankeschön. Und schönen Verkauf. Aufpassen, Rebellen sind vielleicht sind in der Gegend. Bei der Beim Salzverarbeitung? Salzhandel müssen wir aufpassen. Beim Salzhandel müssen wir immer ein bisschen aufpassen, das sind gerne Rebellen. Okay, alles klar, ich schau. Super. Dankeschön. Ansonsten einfach einen Und- Notruf eingeben, dann kommen wir schnell. Okay. Gut, dankeschön. Schönen Tag noch. Gut, tschüss. Ja, also wenn ich eigentlich am Anfang gesagt habe, also Polizisten sind eigentlich ganz okay. Sind eigentlich nicht irgendwelche, ja, Assis, die nicht irgendwelche Assis, die einfach irgendwie das Gefühl haben, sie müssen den grossen Macker raushängen und so. Also ich finde es eigentlich recht cool. Auch das Prinzip, oder, dass man dass man eine Polizei hat, die eben für Recht und Ordnung sorgt. Natürlich schaffen die nicht alles immer
gerade zu biegen. Zum Beispiel gibt es eine Zentralbank, die kann ausgeraubt werden kann. Oder, oder dann wird jemand überfahren und wird nicht zur Rechenschaft gezogen und so weiter. So Sachen gibt es natürlich immer. Aber grundsätzlich finde ich eigentlich ein recht cooles System. Also auch so ein ganz kleines sozusagen. Da ist jemand. So eigentlich eine Mikrogesellschaft, wo sich da eigentlich entwickelt und durch die einfachsten Prinzipien, und das ist eigentlich das Spannende am Altis Live, wo mir recht Spass macht. Aber solange man sich nicht schaden lässt, zum Beispiel eben auch wenn man normal fährt und keine illegale Sachen macht, keine Überfälle macht, kein Heroin oder irgendwelches so Zeug abbaut und so, ist man eigentlich auf der sicheren Seite und die Polizei kann man eigentlich auch nichts anhaben. Und ich bin eigentlich eher der Typ, der so ein bisschen der nach Gesetz arbeitet und irgendwelches illegales Zeug macht. Aber wenn einem das gefällt, ist es natürlich auch recht cool. Man kann noch mehr bessere Waffen und so weiter posten und so. Und als die Standard, als die legalen, es gibt so eine Handfeuerwaffe, die man legal kann posten, natürlich auch andere, die illegal sind. Aber das steht zum Beispiel alles in der Regel. Die Regeln zum Beispiel, das zeige ich euch kurz, sobald ich da schnell ein bisschen anhalten in der Kurve. Die Regeln findet man alles, wenn man auf die Map geht, hat man hier die verschiedenen Punkte. Und links oben Regeln zum Beispiel. Die erste Regel sagt kein Idiot. Also gesunder Menschenverstand natürlich. Es hilft natürlich auch, wenn man ein Headset hat, weil also es hilft sehr, wenn man ein Headset hat. Aber das ist ja eigentlich fast Standard für jeden, jeder und jede, die online gamet. Weil, ja, eben die Polizei quatscht einem an, oder alles klar, und können dich mal suchen, und wenn du dann irgendwie jedes Mal 5 Minuten brauchst, bis du die Satz abtippt hast und dann vielleicht nicht im falschen Channel und blablabla, ja, dann wird es ein bisschen umständlich und dann können sie sich sogar in Gewahrsam nehmen, weil du ihnen, ja, nicht, nicht sofort, ui. Ja, der ist schnell unterwegs gewesen. Wenn du ihnen nicht sofort Rede und Antwort stehst. So, und jetzt gehen wir zur Salzverarbeitung. Da vorne ist sie nämlich schon. Ich bin da gestern aber schon mal gewesen. Ich hoffe jetzt, dass ich das mal jetzt das Salz kann abgeben kann. Gestern übrigens war es recht knifflig gewesen. Also man hätte es vielleicht geschafft. Warte mal. Man hat es jetzt vielleicht geschafft, wenn ich da Process Salt, ja, ich kann sogar im Auto rein, sehr gut. Hat es wahrscheinlich vielleicht sogar geschafft, das Salz zu verkaufen, aber das Problem war, dass Banditen beim Verkauf aufgelauert haben. Der Star, der hat gestern die Bank ausgeraubt. Muss noch den Ton abstellen. Die haben natürlich aufgelauert, also das ist natürlich eine gute Taktik, also das klassische Wegelagerer-Modell, dass man in einem Engpass oder bei einem Umschlagplatz irgendwelche Banditen aufstellt, oder irgendwelche Hinterhalte aufstellt, habe ich sagen. Weil das funktioniert natürlich, dort müssen die Leute hin und sobald sie ihr Zeug verkauft haben, haben sie sehr viel Geld, wo sie dafür ausgeraubt werden können. Und entsprechend ja, ist gestern recht Post abgegangen und wir haben es nicht machen. Und jetzt hoffe ich mal, dass es heute ein bisschen anders ist und es könnte klappen mit dem Verkaufen. Aber wie gesagt, ich fühle mich irgendwie ein bisschen nackt, so ohne Waffe. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich auf dem Weg zum Salzverkauf sollte noch ja, schnell eine Waffe posten. Wie gesagt, ich habe eine Firearm License, das heisst, ich darf mir offiziell eine Waffe posten. Und zwar nur so eine Pistole, das ist nicht wahnsinnig speziell, aber besser als nichts. Und so als Verteidigungsmaßnahme reicht es allemal. So, und jetzt wäre mal sehr viel Salt refined. Jetzt nehme ich hier so viel Salz, bis ich keinen Platz mehr habe. Refined Salt, Store. Das ist gut, dass das Refined Salt weniger Platz braucht als das normale Salz. Refined Salt, so. Weil so kann man Inventory Management machen, ohne eben müssen auf das Auto aussteigen. Was?
Was? Ich habe meine Salzprocessing verweigert. Oh, super. Super, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, das ist natürlich geschissen. Das heisst, ich bin jetzt eigentlich illegal am Salz verarbeiten. Das ist eigentlich nicht so. Super. Dann kann ich mich eigentlich glücklich schätzen, dass mich die Polizei nicht angehalten hat wegen dem Salz. Schön. Also gut, gehen wir jetzt zur Stadtverwaltung. Und ich habe jetzt mein Geld gebraucht zum... Das ist ja krass, ich brauche Geld, wenn ich keine Lizenz habe zum Raffinieren. Schlecht. Also, gehen wir eine Lizenz posten. So geschissen das ist, dass ich jetzt mir nochmal eine muss posten. Aber ja, whatever. Muss es halt sein. Okay, da wären wir wieder. Ich bin jetzt ein paar Kilometer, wenn ihr seht, vom Salzhändler entfernt. Und ich muss jetzt sicher die Augen offen halten, nicht dass mir irgendwie einen behinderten Bandit plötzlich überrascht. Das wäre nämlich ja, nicht allzu angenehm. Ich versuche jetzt das gleiche wie beim Salzprozess, beim Raffinieren, dass ich mich vom Auto aus verkaufen kann, weil dann kann ich für den Fall, dass irgendetwas wäre, sofort wieder abfräsen. The fuck, ist irgendwo ein Heli? Ah, dort oben. Was macht er genau? Das gefällt mir gar nicht. Was hat der Magnet bei sich zum Autos kidnappen oder was? Ah ne, da springt der raus. The fuck? Das gefällt mir gleich nicht allzu sehr, wenn da nämlich schon Leute sind. Wo ist er? Da vorne ist der Händler. Im Notfall kann ich einfach dort durch die Absperrung durchbrettern. 13. Close. Wo ist der Heli? Oh shit. Ja, das habe ich aber befürchtet. Ah, fick dich doch. Ah, shit. Ich kann nicht mal durch die verdammte Absperrung durch. Hey. Doch kann ich. Naja, zumindest etwas konnte ich verkaufen. Aber jetzt habe ich ein Problem. Verdammtes Problem, ich hätte gleich eine Pistole kaufen. Beziehungsweise gar nicht erst anhalten, wenn da der Heli am Landen war. Scheiße. Ja, halt ist live. Fuck. Ich war ein Fixer, hey. Scheiße. Jetzt, sobald ich genug weiter weg bin, tue ich mal meine Karten abchecken. Ich glaube, da drinnen in dem komischen Wald ist gar nicht so schlecht. Ja, das ist perfekt. Gut, also machen wir schnell eine Meldung Polizei. So, mal schauen, ob das etwas nützt. Oh, ich würde so gerne eine Waffe haben und die abknallen. Hey. Also hey, ich glaube, da ändert sich nicht mehr allzu viel, sicher nicht in den nächsten 2-3 Minuten. Das heisst, ich mache jetzt einen Schluss. Ich denke, ihr habt das ein bisschen Eindrücke bekommen. Ich werde sicher auch noch die IP oder die Adresse vom Server noch posten, weil er ist öffentlich, also ich kann nicht irgendwie, es
Geheimnis daraus machen, also das wäre ja behindert. Sondern ich kann sich auch das Herz legen, darauf zu spielen, weil er hat 100 Slots, das heißt, es könnten bis zu 100 Spieler drauf spielen. Und in der Regel sind es so zwischen 30 und 40, wenn ich jetzt einmal da war. Das ist eigentlich schon mal echt cool. Aber es kann natürlich nicht schaden, wenn noch ein paar mehr kommen, sicher. Okay, also, machen wir Punkt. Gut, ich sage merci fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal.